Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig zu der letzten Episode. Wir haben in der letzten Episode vorgestern noch das Gegenmittel gegen den Fluch hergestellt und petzen uns das jetzt mal rein, das ekelhafte Schneehörnchen, um den Fluch zu brechen. Naja, der Pfeffer macht es wenigstens erträglich. Gefrierbrand! Haha! Und kommen direkt in Kapitel 6. Guybrush räumt mal wieder auf. Beziehungsweise tritt mal wieder ein Ärscher. So. Zu spät zum Aussteigen. Nein! Na, da gucken wir uns erstmal die ganze Attraktion hier an. In die verschiedenen Levels oder Stages von der Achterbahn müssen wir jetzt 3. Das ist ja auch geil hier aus Monkey Island 2, die Folterung. Wobei das sich nicht so zugetragen hat, wie sie es hier darstellen wollen. Und das ist etwas neu. Alle anderen Szenen kennen wir. So, die Achterbahn wiederholt sich glücklicherweise immer. Die Musik ist ach so geil. Wo sind sie? So, Herman Toothrod als Dynamo-Affentechnik. Es ist ein mechanischer Herman Toothrod. Und eine dreiköpfige Affe. Ich hatte so ein Gefühl, dass der früher oder später auftaucht. Und eine Es ist der Leichnam. verrottende Kapitän aus Herman Toothrods Schiff. So, hier ist die ganze Crew. Rum Roger Senior, Captain Marley, der Kabinenjunge Lindy und Rapscallion. So, Alleine wäre dieses Seil eine lausige Zündschnur. okay, schade. Wir müssen also mal warten, weil hin und wieder kann das passieren. Elaine? Ah, Threepwood, du bist das nur. Hast du Elaine gesehen? Sie sagte, sie wolle nur mal eben ihre Nase pudern. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Ich kann nicht glauben, dass ich schon wieder darauf reingefallen bin. Nun steh still, Junge, damit ich dich verbrennen kann. Okay. Autsch! Also, die Musik ist eigentlich ach zu geil. Da kann ich auch wirklich nur von Leibniz empfehlen, das Piano-Cover dazu zu hören. Das ist so genial. So. Ja, es ist mit Öl vollgesaugt und wahrscheinlich leicht entflammbar. Cool. Gut, jetzt haben wir eine kleine Bombe gebastelt. Es ist sehr lebensecht. Ich meine, es ist ein Dynamo Aff Electric Wally. Wie geht's? Er sieht so lebensecht aus. Hey, warte mal, das ist ja wirklich Wally. Oh Gott. Du kannst auf mich zählen, Wally. Sobald ich LeChuck besiegt, Elaine gerettet und alle Affen freigelassen habe und auf dem Freibeuterkarussell gefahren bin, komme ich wieder und befreie dich. Könntest du bitte dieses lästige Herumschwingen abstellen? Wie in Monkey Island 2. Es ist der arme Wally. Okay. Du schon wieder. Du bist mit meiner Achterbahn gefahren. Warum bist du nicht in der Lava gekocht worden? Elaine muss an der Steuerung gespielt und die Strecke umgeleitet haben. Sie wird noch mein Tod sein. Mal wieder. Verflucht nochmal, ich kann nicht anders, als das Kind zu lieben. Friss den Flammentod, Threepwood! Niemals. Können wir nichts anderes mehr machen. Verdammt. Aber Wally ist auf jeden Fall echt und den müssen wir auf jeden Fall auch noch befreien. Irgendwann offscreen. So, dann präparieren wir hier noch. Und bringen das Ganze eigentlich mal schnell zu Ende. Aber gründlich umgeguckt haben wir uns ja auch. So, Schneeaffe, der riesige Dynamo-Affen, Elektrik Es ist der TM. schlimmste Albtraum eines jeden Ups, nochmal. Es ist der schlimmste Albtraum eines jeden Seemanns. Der riesige Yeti. Genau. So. Zack. Und Eis hilft ja natürlich gegen unseren dämonischen Feuerpirat LeChuck. So, dann warten wir, bis er kommt. Und jo. So. Ich glaube, dann haben wir soweit alles vorbereitet. Und wir müssen nur noch warten, bis LeChuck uns die Lunte zündet. Er ist so glücklicherweise aus Feuer, von daher, ne? Müssen wir nur noch
irgendwie dazu bringen, dass er das Ding A zündet und nicht uns. Aber das kriegen wir hier. Oh nein, es ist LeChuck. Hi, Threepwood. Ich bin es, dein schlimmster Albtraum. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du es noch bereuen, einen Fuß auf Monkey Island gesetzt zu haben. Okay, nimm das! Und vereist. Und natürlich sofort wird Kairat. Und mit der Seegurke geht's weg und die Crew begleitet uns offensichtlich nicht mehr. Vielleicht sind wir aber auch noch Plunder Island gefahren, in Dokayat und fahren jetzt mit der Seegurke weg. Unser Crew und Zitronenbirne scheinen offensichtlich bei der Hochzeit dabei gewesen zu sein. Also dann geht's zumindest gut. Sodele. Hätten alle nur 4 Finger, wie man gerade so auffällt. Lauf, Sterblicher! Aber vergiss nicht deinen Erzrachegott Murray. Merke dir meine Worte. Ich werde zurückkehren, um dich zu verfolgen. Natürlich. Hörst du mich? Ich werde zurückkehren. Sehr gut. Da wären wir dann beim Ende. Das ist so unfair. Und wir lassen das jetzt auch nochmal alles laufen. Und Mary noch dazwischen quatsche. Mit Dominic Amato als LeChuck, Alexandra Boyd als Elaine, Earl Bowen als LeChuck, Mary ist Danny Delk, Wally Neil Ross, Haggis McMutton Alan Young und so weiter und so fort. Alles großartige Stimmen, sowohl im Original als auch in der deutschen Synchro. Also Monkey Island 3 hat für mich tatsächlich immer ein Highlight dargestellt, was die deutsche Synchro in einem Spiel angeht. Ich finde es einfach nur unglaublich genial, wie gut die Stimme hier gepasst hat. Bis auf Stan, meiner Meinung nach, ist jede Stimme absolut perfekt für die Rolle. Und leichtet auch richtig was. Nicht einfach nur, halt einfach sein Synchro abgeliefert. Was ich teilweise bei der deutschen Synchro von Resident Evil 2 Remake tatsächlich ein bisschen bemängel. Da klingt es einfach nur wie ein Job. Die machen das einfach nur und leiern das runter. Zum Teil einfach, während hier wirklich die Synchro mit Herz gemacht ist. Ich finde die deutsche Synchro absolut ultra genial und finde, die bringen auch richtig Emotionen bzw. auch Spaß damit rein. Die machen das echt verdammt gut und deswegen wirkt einfach hier die Synchro meiner Meinung nach so, wie sie eigentlich in einem Spiel auch wirken sollte. Richtig gut. Jo, so viel zum Lob an die Synchro, was ich schon mehrfach gemacht habe. Ich muss auch sagen, ich bin echt tierisch froh drum, dass ich die Monkey Island Reihe hier für euch Let's Played habe. Monkey Island 1 bzw. The Secret of Monkey Island war damals das erste wirkliche Spiel, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, abseits der DOS-Spiele wie Duke Nukem, Captain oder Commander Keen, Chill of the Jungle, Cosmo und so weiter und so fort und wie sie alle Käse haben. Und es war das erste große DOS-Spiel damals, was mich da eigentlich wirklich zu Gaming gebracht hat. Umso toller ist es meiner Meinung nach, dass ich das hier jetzt auch mal als Let's Play machen konnte. 1 und 2 dummerweise von Englisch auf Deutsch, beziehungsweise auf Pelzig, relativ schnell von der Synchro von meiner aus. Weswegen das leider nicht so toll war, wie ich mir das vorgestellt habe. Es wäre natürlich cooler gewesen, wenn die Synchro oder beziehungsweise der Text auf Deutsch gewesen wäre. Hätte ich wesentlich präziser übersetzen können. Dafür denke ich, dass ich das bei Monkey Island 3 richtig habe rausreißen können, weil hier die Synchro einfach so affengeil ist, im wahrsten Sinne des Wortes, dass es hier das Ganze einfach nochmal rausgerobbt hat. Monkey Island 4 wäre ich tatsächlich nicht mehr Let's Player, weil das meiner Meinung nach dann zu abwegig und zu bizarr ist, als dass ich das noch guten Gewissens zu der Monkey Island Reihe zählen könnte. Deswegen muss ich sagen, für mich ist die Monkey Island Reihe problemlos Monkey Island 1 und 2, selbstverständlich. Und wo etwas die Logikfehler drin sind, beziehungsweise wo sie versucht haben, mit neuem Management, mit neuen Produzenten, ohne Ron Gilbert das Ganze nochmal irgendwie zu deichseln, ist Monkey Island 3. Trotz allem
finde ich, dass sie hier eigentlich einen ziemlich guten Anschluss an die Monkey Island Reihe 1 und 2 gekriegt haben und dass sie das mit gewohnt richtig gutem Humor hingekriegt haben, während der Humor beim 4. meiner Meinung nach dann schon etwas, etwas blöder, nicht so lustig mehr ist. Und durch den Versuch, das Ganze in 3D zu gestalten, was einfach nur so N64, schlecht N64-mäßig gelungen ist, dass es einfach nur sehr lieblose Grafiken sind, muss ich sagen, ist nicht so toll. Während mir die Grafik bei Monkey Island 3 eigentlich richtig zusagt. Da muss ich sagen, es gibt solche und solche. Es gibt Leute, die lieben das, diese Art. Mir persönlich gefällt es ultra gut, weil dieser Comic-Stil ist eigentlich schon richtig gelungen, meiner Meinung nach, und passt einfach nur extrem gut zu Monkey Island. Das sehen andere wiederum anders. Ich habe schon gesehen, dass Marco das nicht so sieht und finde die Grafik hier eigentlich echt nicht so berauschend. Wobei ich sagen muss, das ist einfach Geschmackssache. Es gibt Leute, die mögen das, es gibt Leute, die mögen das nicht. Und es gibt auch so Leute, die denken, jo, ich kann mich damit arrangieren. Ich persönlich finde es einfach nur unglaublich geil gemacht und passt zu der Monkey Island-Reihe. Auch wenn es eher so 80er-Jahre-mäßig Zeichenstil ist, mir persönlich gefällt es einfach. Ich finde, es passt einfach in die Monkey Island-Atmosphäre mit rein. Und dass sie sich hier was Neues geleistet haben, finde ich an sich ganz cool, dass man versucht hat, nicht mehr in diesen Pixel-Stil von DOS-Grafik reinzukommen, sondern dass man einfach wirklich was Neues probiert hat. Gewagt, aber meiner Meinung nach durchaus mit Erfolg gekrönt. Mir persönlich hat es unglaublich gut gefallen. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall auch hier Spaß gehabt an dem ganzen Projekt. Und es könnte gar nicht krasser sein, was als Nachfolger kommt. Ihr habt auf Facebook und auf Twitter gewählt. Der Nachfolger von Monkey Island-Reihe wird tatsächlich God of War, ihr liebe Leid. Also, da ich jetzt auch nicht unbedingt, besonderer Dank an George Lucas natürlich. Da ich nicht God of War 1 und 2, 3 und 4 Spiele mag, fange ich direkt mit God of War 3 an. Ja, mag das toll, Vati. Aber sicher, Sohn. Aber weißt du, es wird erzählt, dass der Mann, der ihn gebaut hat, hier begraben ist. Und man sagt, dass sein gefrorener Körper noch heute irgendwo in den Tunnels unter dem Vergnügungspark liegt. Mit der Stimme von Mary. Okay, ihr liebe Leid, damit hat's jetzt die Aufnahme schwarz gemacht. Das Spiel hat sich gerade so eben selber geschlossen. Und ich würde sagen, das ist halt wirklich nur eine minimale Episode. Trotz allem wollte ich was Eigenes als Episode haben, dass es halt nicht einfach nur so hässlich draghängt ist, sondern dass es wirklich ein würdiges Ende gibt, womit ich mal ein bisschen Zeit lassen kann. Gerade auch was die Diskussion zum Schluss ging, fand ich das eigentlich echt schön gemacht. Und wie gesagt, der Nachfolger von der Monkey Island-Reihe wird ziemlich brachial tatsächlich God of War. Das wurde sich ausgewählt auf Facebook und auf Twitter, wie ich schon gesagt habe. Und ich würde ganz einfach gerne mit God of War 3 anfangen, damit ich nicht nochmal God of War 1 und 2 spielen muss. Das hat auch mehr oder weniger Kostengründe, dass ich mir jetzt nicht die ganze Reihe kaufen möchte, sondern eigentlich nur die etwas neuere God of War 3 und God of War 4 von 2018 dann spielen möchte. Und ich meine, die Story ist jetzt nicht so großartig. Das ist ja nicht so, als ob ich mich da in eine epische Story à la, was hat dann so epische Storyline, wie beispielsweise die Elder Scrolls, dass ich mich da jetzt großartig reinlesen müsste oder dass ich da jetzt großartig nochmal alles spielen müsste. God of War ist ja eigentlich eher nur gib ihm Prügel-Adventure hoch 3. Von daher würde ich sagen, die höchst anspruchsvolle Story von God of War kann ich mal durchaus noch lesen, damit ich dann übermorgen weitermachen kann mit Let's Play God of War 3 auf Pelzig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier die Monkey Island-Reihe bei mir zu sehen. Mir persönlich war es ein großes Vergnügen und ein großes Bedürfnis, das mal als Let's Play zu machen. Und als nächstes kommt dann, wie von euch gewotet, God of War 3. Danach der 4. Teil. Und dann würde ich ganz gern eigentlich dennoch Dragon Age Origins auf Pelzig spielen. Und dort noch Pillars of Eternity. Das wären so die Zweitprojekte im Prinzip. Und an Erstprojekte haben wir dann nach wie vor Resident Evil 2 Remake. Da warte ich dann im Prinzip noch drauf, bis dann Days Gone rauskommt. Egal ob Resident Evil 2 Remake bis dahin fertig ist oder nicht, ich warte noch auf Days Gone, damit das der Nachfolger wird. Wenn Resident Evil 2 Remake wesentlich früher vorbei ist, dann ist es halt so, ihr liebe Leute, dann läuft halt erstmal nur ein Projekt. In dem Fall wohl God of War. Und ich wollte euch einfach auch noch mal ein bisschen aufklären, wie es so weiter noch laufen wird auf meinem Kanal. Meine Masterarbeit läuft im Prinzip, die wird Ende März angemeldet. Und bis dahin habe ich auch noch jede Menge zu tun, weswegen ich mit den Let's Plays etwas nach wie vor zurücktreten möchte.
Und es kommen einfach so viele geile Horror-Survivals raus das Jahr. Dazu gehört Resident Evil 2 Remake, dazu gehört Days Gone und dazu gehört The Last of Us Part 2, worauf ich mich am allermeisten freue. Deswegen, es wird nach wie vor so laufen, Resident Evil 2 Remake wird durchgezockt und kommt jeden zweiten Tag raus, bis das durch ist. Wenn dann halt Days Gone bis dahin noch nicht released ist, dann müssen wir halt erstmal ein bisschen warten. Aber das kommt dann als Nachfolger zu Resident Evil 2 Remake. Und bei Days Gone muss ich erstmal schauen, wie das parallel zu The Last of Us Part 2 läuft. Wenn es so ist, dass ich bis dahin auch God of War 4 schon durch habe, dann würde ich sogar eher so sagen, dass Days Gone und The Last of Us Part 2 synchron laufen. Da muss ich noch schauen, wie das genau läuft. Das kommt auf die Release-Data an. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal auf die Sache freuen. Und wie gesagt, als Nachfolger von Monkey Island 3, God of War 3 und 4. Dennoch eigentlich Dragon Age Origins, das ist ja auch ein etwas längeres Projekt, und Pillars of Eternity, was natürlich auch relativ lang laufen wird. Das ist ja auch ein ziemlich langes Spiel eigentlich. Von daher schauen wir mal, wie das einfach so läuft mit der Release-Date von Days Gone und The Last of Us Part 2. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Resident Evil 2 Remake nicht allzu ewig laufen wird und dass ich dann wahrscheinlich einen Monat Break, Pause, wie auch immer dazwischen habe, bis Days Gone rauskommt. Da müssen wir schauen, hab bei mir Facebook und Twitter im Ach, da veröffentliche ich nochmal alles, was dazugehört. Und ich würde sagen, bevor jetzt der schwarze Bildschirm wirklich ewig da bleibt und ihr eigentlich nur noch hört, was ich zu labern habe, mache ich an der Stelle meinen Cut. Und wir sehen uns immer wieder zu Let's Play God of War 3 auf Pelzig. Machen's gut, vielen Dank, dass ihr den Weg auch mit mir gegangen seid und dass ihr jetzt nochmal das ganze Geschwafel von mir im Prinzip 10 Minuten lang ausgehalten habt. Also machen's gut und bis immer wieder mit dem neuen Projekt auf meinem Kanal. Iron Yankee.